Heute gehen wir unser Kätzchen holen, also kommen wir mit. Guten Morgen miteinander, es ist 5 Uhr am Morgen. Ich habe genau eine Stunde gepennt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Es ist eine britische Kurzhaarkatze, sie hat Asthma. Meine Frau hat sie gesehen im Internet und für uns beide war direkt klar, komm, wir gehen mal vorbei schauen und wenn es passt, dann nehmen wir sie. 2 Wochen später gehen wir sie jetzt holen, also kommen wir mit. Let's go! Wir sind endlich wieder back daheim mit dem Loki. Und ich muss sagen, die Fahrt war mega gut gewesen. Wir sind eigentlich voll darauf vorbereitet, dass er anfängt zu miauen und dass es ein bisschen schwierig wird für ihn. Aber er war die ganze Zeit ruhig gewesen. Gestern eben noch direkt in den Qualipad gesäckelt und haben alles noch schnell posten gegangen. Ich zeige euch mal schnell, was wir alles gekauft haben. Falls ihr natürlich irgendwelche Tipps oder Tricks habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Also einmal haben wir das wunderschöne Teil hier gekauft. Und wenn man jetzt so vorläuft, haben wir hier noch einen 1,70 grossen Katzenbaum für eine Katze. Es war eigentlich ausgelegt für 2 Katzen. Die Idee haben wir auch übernommen von der Vorbesitzerin vom Loki. Schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr eure Sachen holt, falls ihr eine Katze oder einen Hund hier habt. Vielleicht habt ihr da noch ein paar günstigere Varianten. Und am Abend, bevor das Video rauskommt, gibt es noch ein paar Updates. Kurzes Update, es ist nämlich Abend. Wie Katzen halt so sind, gehen sie irgendwo irgendwie in den ersten paar Wochen halt irgendetwas suchen, was so ein Safe Space für sie ist. Aktuell ist er immer wieder unter dem Sofa. Dort gehen wir eigentlich nicht an, wir wollen ihn auch nicht stören. Wir gehen ab und zu noch schauen, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Aber das absolut Positive ist, er lässt sich streicheln, er kommt ein bisschen auf uns zu, er schnuppert immer überall ein bisschen wieder rum. In 5 Minuten gibt es zu essen und dann lade ich noch kurz den Vlog auf. Das Härteste passiert aber noch, weil wir am Loki da noch den Asthma-Spray geben. Und ich hoffe, er hat mich danach immer noch gerne, aber es ist für ihn. Wenn da gerade irgendwie Katzenprofis oder so unter euch haben, die sich damit ein bisschen auskennen, schreibt mal gerne Tipps. Vielleicht kann ich da etwas anwenden.